Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Innen- und Polizeiminister. Mam Projekt de Loi 8513 gëtt also lo offiziell eng Unité de Police lokal an eiser Gesetzgebung agefauert fir och Proximitéit vun der Police erbecht Terrain méi no bei de Leiit ze verstärken an och méi gewiicht op Präventionserbecht ze leen. Dës Approche ass eng vun den Prioritäten aus dem Accord de Coalition vun der aktueller Regierung. So steht an diesem Accord, und ich zitiere, la proximité de la police avec les citoyens sera renforcée dans le but d'assurer un travail de prévention sur le terrain. Dans ce cadre, une unité de police locale sera constituée au sein du corps actuel de la police grand-ducale placée sous la direction du bourgmestre dans le cadre de ses missions d'ordre public, tranquillité publique, sécurité publique et salubrité publique. D'Änderung, an dat hoe der alle goete mat geht, am finalen Text par rapport zu der aus dem Koalitionsakkord als de Passage dat d'unité de police lokal net ënner d'Autoritéit vun de Gemengen, respektiv vun de Boermeesteren oder Schafferéit werd stoen. Seit dem 1. Juli 2024 lebt an den zwo gréste Stiet hai am Land, an der Stadt an zu Esch, dann auch schon e Pilotprojekt fir des Lokalpolizei, en echte Bilan als de Memberen vun der Interieurskommission schon an de letzte Wochen präsentiert gin. An den ass sech ganz positiv ausgefallen. Polizeipräsenz an Dunzuel und Kontrollen sie substanziell an Blutgang. Dadurch kommt ein méi grosse Wert der Proximitätserbeg gelöscht gin, wat jo, wie ich firdo gesot tut, een vun den Hauptobjektiver vun der Police lokal ass. Weiterhin kommt noch Sicherheit fir Leiit an Sicherheitsgefühl vun de Leiit verbessert gin, sodat eigentlich all implizéiert Akteuren e positiven Avis zu diesem Pilotprojekt gin hun. E weiteren méi regionale Projekt ass den 1. Juni am Kommissariat Museldal ugelaf, mat diesem Text ass dann Olo Ziel des Unitéit gesetzlich zu verankern. Insgesamt gesehen reizte Projekt an den Prinzip von der FAP, Personal, Präsenz, Proximité et Prävention an, den auch immer von unserem Innenminister Leon Gloden an Erinnerung gerufen wird. Am aktuellen Polizegesetz wisst ihr, dass das Proximität nicht dran figuriert. Aufgrund von der erhöhten Kriminalität an den neuen Defien bedenklichen technologischen Fortschritt, also der Regierung wichtig, méi Präsenz im Terrain durch Police zu erreichen. Der letzten Audit von der Inspektion Generale de Police weist auch ganz klar Defizite durch administrativ Erbechten, erwähnte vielen Erbechte bei Interventionen, bleibt Präsenz im Terrain an dummer Präventionserbecht leider oft op der Strecke. Das Defizit sollen mit der Unité de Police lokal behoben gehen. Police soll mehr visibel gehen, dat op strategische Punkte, die vierdroen auch mit den respektiven Gemengen festgehalten gehen. Mit diesem Text soll auch die Organisation von der Police verändert gehen. Sie sollen mehr Membern aus dem zivilen Kader von der Police Möglichkeit kreieren, Qualität vom Offizier de Police Judiciaire zu kreieren. Das geschieht, weil der Mann für die Offizier de Police Judiciaire immer mehr groß geht. Was die Organisation von dieser Police betrifft, so gehen Direktion Logistik und Direktion Technologie policière von der Direktion Centrale Ressources et Compétences an Direktion Centrale Stratégie et Performance transferiert. Durch das Demarche soll die interne Planung verbessert gehen, erreicht sich an die 3 Piliers Personal renforcé, Equipement modern, Infrastruktur modern an. Zu guter Letzt soll dann noch die Position vom Sekretär General von der Police gestärkt gehen, die lo op dem Niveau vom Direkteur Zentral von der Police gehoben wird. A puncto Avien hat der Staatsrat als im ersten Avis eine Opposition formell formuliert. Dies kommt aber an der Suite von einem Amendement am Avis komplementär abgehoben gehen. Der Staatsrat hat darüber heraus nach begrüßt,
dat d'Unité de Police lokal net mi wie initial geplant ënner der Autorité kommunal steht. De Civicol dann approuvéiert doch de Projekt allerdings mat de puer mi kritischere Marken. De Civicol freet mi kloer Kriterien fir d'Kreatioun vun enger Unité de Police lokal bedauert, dat des Kreatioun just op de Generaldirektor vun der Police zeréckfällt. Gemenge misste méi an den Kreationsprozess mat implizéiert gin, a weiterhin sollte fir der Verband vun de Gemengen noch d'Aufgabe vun der Police lokal méi kloer definiiert. In de Parquet general huet den extrem positiven Avis zum Projekt aufgin. De Projekt de loi ass de 15. März 2025 vom Innenminister Leon Gloden deposéiert gin. De 27. März sinn ich als Rapporteur vun diesem Projekt ernannt gin an Kommission vun der RTS-Kommission huet de rapport den 16. Juli adoptiert. Diese Projekt leif Kolleginnen und Kollegen als wichtige Schritt fir d'Sicherheit vun de Bierger zu verbessern, sowohl die objektiv wie aber auch die subjektiv. Ich hoffe dafür auch, dass dieses Projekt de Mitteln op eng meesgroß Zustimmung an diesem Haus wird stoßen. Es soll nicht dann nochmal Merci als Rapporteur von diesem Projekt an stehen da ganz schnell eng anerkannt nach hun nämlich die vom mandatierten Sprecher von der CSV für dann auch aber nach pur Remarken zu diesem Projekt zu soen. Für dich geht heute Mitten mat der Abhörung von der Police lokal eng langjährige Forderung von der CSV an Erfüllung. Ich will noch ein kurz vielleicht trotzdem an den Historik von dem Projekt erinnern. Den hat eigentlich seinen Ursprung fand am letzten Gemengenwahlkampf. Wie mir auch an der Stadt gesehen haben, dass man aber die Sicherheitsprobleme nicht mit alle Guten so könnten an den Griff kriegen. Dono als die Idee von der Lokalpolice sowohl an den Parteiprogrammen von den Kollegen von der BP wie bei uns kommen. Schlussendlich hat noch diesen Projekt sein Apport an das Koalitionsprogramm gekriegt. Wird dann auch heute umgesetzt. Ich will auch direkt sagen, dass auf engem Punkt den initialen Projekt nicht umgesetzt ging, also schon früher noch schon als Rapporteur gesagt, nämlich dass laut Kompetenz für die Police lokal nicht wie ursprünglich am Text geplant bei die Kommunalautoritäten könnt, aber bei der Police bleibt. Ich meine, das ist eine richtige Decision, die auch da geholt ist. Die Argumente, die auch da vom Staatsrat kommen sind, die sind allichtend. Dann, wenn man auch guckt, wie das in der Praxis funktioniert, da ist ein ganz eng Zusammenarbeit zwischen den Gemengen an der Direktion von der Police, sodass auf jeden Fall, soweit ich das kann, als Staat der Responsablen empfangen, dass das eigentlich ganz gut funktioniert, die ganz eng zusammenarbeit. Ich muss auch da war haut auf hier streichen, wie die Police lokal, besonders an den letzten Wahlkampf, oft thematisiert ging, muss ich aber sagen, dass da ganz viel Kritik kommt als gegen Abhören von der Lokalpolice, besonders von Parteien, die Lohai an der Opposition sind, die eigentlich echt da ganz skeptisch da wären, dürfen sie nicht so froh, ganz besonders von den sozialistischen Kollegen, auch von den grünen Kollegen, dass verschiedene Gemengen, wo sowohl als sozialistische Kollegen wie die grünen Kollegen an der Responsabilität sind, die zu den ersten Gemengen gehören, die dann auch das Lokalpolice abhören. Ich meine das gut. Sie haben also angesehen, dass das ein ganz gut Idee wäre, und sie sind eigentlich auch an ihre Gemengen froh, für davon können zu profitieren. Ich will aber noch ein bisschen auf die Wichtigkeit von den Aufgaben von der lokalen Police angehen. Ich habe vorhin gesagt, hier geht es den Proximitätsgedanken an den Vordergrund geregelt. Durch die Proximitätsarbeit, also auch vielmehr eine große Reaktivität möglich,
Hai hummer doch mal Polizisten ze sinn, die as sech eng besser Kenntnis vum Terrain hunn. Prävention geht auch im Hai an den Vordergrund Gestalt auch zu summen erbecht mit der lokalen Bevölkerung, mit den lokalen Institutionen, aber auch die Reaktionsfähigkeit als viel groß an auch dreht das Lokalpolice zu der sozialer Kohäsion an den einzelnen Gemenge bei. Dafür mengen ich wirklich, dass das ein äußerst positiv sehr die man die Mitten Werte stimmen. Lo huet schon die Lokalpolice an zur große Gemenge funktioniert schon vier gesot. Mir merke noch schon, wann ich dann nur ja, ganz kurz die Kap von der Stadt und aber eine Verbesserung Terrain. Da geht es besser, auch dank den vielen Patrouillen, die da an den mitkritischen Quartieren organisiert sind. Allerdings will ich dann auch aber noch ganz klar sagen, dass weiter muss an die Polizei lokal investiert werden, dass zusätzlich Polizisten nach müssen beikommen, für die Arbeit zu erfüllen. Dat gesot ich aber ein ganz große Merci auch dem Innenminister Leon Gloden soen, dem man ein ganz großen Engagement do fertiggebracht huet, diesen Projekt bis hinzubringen, sodass wir auch die Mittel können stimmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist als guten Tag für Lützeburg Police. Die kriegt eine zusätzliche Unität bei. Das ist aber ein guten Tag auch für als Bürger, denen hier Sicherheitsgefühl sowohl das subjektiv wie das objektiv dadurch wird verstärkt gehen. Und dafür werde mir, Herr Präsident, auch dieses Projekt mit großer Begeisterung stimmen. Das ist so nicht. Merci.